Kinder, grüß euch. Ich hab eine Neil Young-Nummer hergenommen und er versucht sie zu übersetzen. Und zwar ist nicht nur sprachlich, sondern also von der Geschichte her habe ich versucht, sie so nach Wien 2021 zu transportieren. Ja, das ist in Ordnung für den Onkel Neil. Ja, habt ihr das gehört? So redet man. So tät's gehen. Erzählst irgendeinen Blödsinn, der sich gut anhört. Ja, die Wahrheit ist, ich hab versucht, die Nummern nachzuspielen, und die bringt's einfach nicht zusammen. Jetzt sowieso meine eigene eigenwillige Version draus gemacht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube, abnehmender Mond. Ja, wie die Nummer heißt, sag ich euch nicht. Wenn du das nicht weißt, dann nehmen wir. Magst du dich ein bisschen näher hersetzen zu mir? Weil ich möchte gern was sagen. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns auf Instagram kennengelernt haben? Und ich hab dir dann manchmal Herzl geschickt, so als Reaktion auf deine Instagram-Stories. Und manchmal, also selten, hast du mir dann ein Herzl zurückgeschickt. Und naja, ich weiß schon, technisch gesehen, ich meine, es war in deinem Namen damals ein Herzl. Weiß ich schon. Aber ist ja völlig egal, es war jedenfalls immer ein Herzl da, wie ich eine Nachricht gekriegt habe von dir. Und da waren jetzt schon einige mittlerweile, junge Dame. Also ich habe jetzt mal versucht herauszufinden, wie viele Nachrichten das sind. Ich habe das einmal gesehen. Auf WhatsApp kann man das irgendwo anschauen. Aber bei uns steht da nichts. Die Zahl ist zu groß. Einfach Medien habe ich gesehen, ich meine 600 oder so. Und wenn man weiß, dass du dir eigentlich ein einziges Mal nur gemeldet hast bei mir und alles andere hast immer nur geantwortet, ich meine, das ist schon dann irgendwie, ich meine, ich weiß auch nicht, ich meine, du weißt schon. Alles schon. Ja, man kann es auch ein bisschen überdramatisieren. Das ist halt eine nette Sache irgendwie. Also ich wirklich manchmal einfach auch gut angefühlt für mich, muss ich sagen. Eine Nachricht zum Kriegen von dir irgendwo. Ich meine, führst nicht erzählt. Eigentlich aber schon ein bisschen, manchmal. Ich habe mir gedacht, man vielleicht, wenn du Lust hast, irgendwann, eventuell, vielleicht magst du ja Eis essen gehen mit mir. Ja, ich meine, ich weiß schon, dass ich nicht unbedingt jetzt der bin, der man zum Elternsprechtag für seinen Buben in die Schule schicken wird. Und das mit dem Friseur weiß auch nicht. Ich fürchte irgendwie, das wird das kleinere Problem sein danach. Ja, es ist, weißt du, irgendwie, ich glaube auch, dass es dir sehr ähnlich geht. Irgendwie. Man hat jetzt schon die Möglichkeit, die Sache einfach so als nette Erinnerung im Leben stehen zu lassen. Eigentlich gibt es jetzt nichts dagegen zum Sagen eigentlich. Ich meine, ich sage nur,